Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für Sie alles parat. So geht es den Berner Fischen. Und eine Engländer Gleitschirmpilotin erzählt, wie sie trotz einer Tragödie in Lauterbrunnen ihre Heimat gefunden hat. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Am rechten Seeufer zu Thun kommt es immer wieder zu Verkehrsüberlastungen. Die kurzfristigen Sofortmaßnahmen, die schon getroffen wurden, haben das Problem bis jetzt nicht nachhaltig lösen. Jetzt ist auf Antrag vom Stadtpräsidenten Raphael Lanz ein neuer Ausschuss gegründet worden, der sich dem annehmen soll. Die BKW schlägt Österreich zu. Der Berner Energiekonzern kauft im Bereich Ingenieurwesen erneut eine Firma. Aus Österreich stösst die Geotechnik Tauchmann GmbH zur Gruppe dazu. Der Absatz steigt im 2021 kräftig. Nach dem Corona-bedingten Einbruch im Jahr 2020 haben die Warenexporte aus dem Kanton Bern vergangenes Jahr um 21% zugelegt. Wachstumsmotor waren Produkte aus dem Pharma- und Chemiebereich. Der Rückgang bei Maschinen und Uhren konnte immerhin gestoppt werden. Gerade bei jungen Erwachsenen liegt das Fischen aktuell im Trend. Das freut natürlich besonders den Münziger Andreas Knutti, der seit ziemlich genau einem halben Jahr der kantonale Fischereiinspektor ist. Im Gegensatz zu den Zweibeinern lebt sich das Flossenträger aktuell im Wasser aber nicht so angenehm. Wie es den Fischen im Kanton Bern geht, das hat Knutti Ben Abeckle erzählt. Herr Knutti, vielleicht zuerst mal ganz eine grundsätzliche Frage. Wie geht es den Fischen? Der Fisch geht es im Kanton Bern sehr unterschiedlich. Wir haben Arten, die vom Klimawandel profitieren. Barben, der Alet, der sogar sich eher ausdehnt. Wir haben andere Arten wie die Forellen und die Äsche, die sehr stark darunter leiden, unter dem Klimawandel, aber generell unter der Verschlechterung des Lebensraums, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Jetzt ist es so, dass die Fischerei einen Boom erlebt hat und vielleicht immer noch erlebt. Wie nehmt ihr das wahr? Das ist grundsätzlich sehr erfreulich. Wir haben Freude, wenn die Leute rausgehen, in die Natur gehen, an Gewässer gehen und dann eben auch vielleicht mal eine Fischerroute in die Hand nehmen. Auch gerade Jugendliche. Wir begrüßen das sehr. Das ist sehr schön für uns. Die Fischerei ist sehr lebendig. Da hat es einen Haufen Leute, die sich sehr engagieren für Gewässer, die nicht nur einfach fischen zum Fischfangen, sondern die sich wirklich sehr einsetzen. Also wir sind da sehr aktiv und ich denke auch gerade mit dem Renaturierungsfonds haben wir im Kanton Bern ein sehr gutes Instrument, um die Gewässer aufzuwerten. Und jetzt ist ja gerade erst die Forelle aufgegangen. Die grösste Forelle, die ihr jemals gefangen habt, könnt ihr mich da noch erinnern? Ja, da kann ich mich schon erinnern. Das ist einmal am Klönthaler See, das war ein Berg im Kanton Glarus, wo ich eine Seeforelle vom Ufer aus fangen durfte. Die hat etwa 75 cm gehabt. Das war sicher ein Highlight natürlich in meiner Fischerkarriere, wenn man so will. Eben das Totholz zum Beispiel wäre wichtig und ist natürlich immer wieder wichtig, dass wir da ein bisschen Pufferzonen haben. Vom Wasser geht es für Ben Abeckle jetzt in die Luft. Vor über 10 Jahren hat Lisa Hutchins von England ins Lauterbrunnental gezogen. Und das Leben der leidenschaftlichen Gleitschirmpilotin ist zu einem Märchen geworden. Von einem tragischen Unfall im ersten Akt hat sie sich aber nicht unterkriegen lassen. Lisa Hutchins, you came to Lauterbrunnen from England. Why did you end up in this cute little village in the Bernese Oberland? Paragliding, actually, in a word. Das Gletscherfliegen hat mich ins Lauterbrunnental gebracht. Ich habe vorher in Australien gelebt, dort habe ich auch gelernt, Gletscherfliegen. Ein Mann, den ich dann kennengelernt habe, der Dan, war ein Basejumper und Gletscherpilot. Und als Basejumper kennt man natürlich das Lauterbrunnental. Ich habe bis zu diesem Moment noch nie etwas gehört von diesem Ort. Irgendwann hatte ich dann meine Gleitschirmlizenz und er hat dann gefunden, du musst unbedingt auf Lauterbrunnen kommen. Es ist super zum Fliegen hier. Also sind wir zusammen einen Monat dort Ferien machen und ich habe mich sofort verliebt. Aber wir mussten zurück auf Australien. Ein paar Monate später haben wir Australien zurückgekehrt und sind auf Europa zurückgekommen. Wir haben dann einen Abstecher auf Lauterbrunnen gemacht, für Freunde zu besuchen. 2 Tage wollten wir bleiben, jetzt sind 11 Jahre daraus geworden. And planned to come for 2 days, and now it's almost 11 years later, and I'm still here. But yeah, about three years. Dan und ich waren 3 Jahre in Lauterbrunnen. Er hat als Skydiver gearbeitet, ich hatte mein eigenes Geschäft. In dieser Zeit ist er bei einem Sprung aus dem Heli verunfallt und gestorben.
Im März 2014 ist das passiert. Over in the Grindelwald Valley, and he died in March 2014. It was the community around here. Es sind die Leute hier zu Lauterbrunnen, die mir geholfen haben, weiterzumachen. Auch die Einheimischen. Ich habe unglaubliche Unterstützung bekommen von Menschen, die ich nicht mal gross mit ihnen geredet habe. Ausser vielleicht «Hallo, wie geht's?». Das ist meine Heimat. Der Ort, die Leute, ja gut. Die Basejump-Gemeinschaft ist vielleicht so komisch, aber es ist eine Gemeinschaft, die zusammenhält. The people, the place, the Swiss locals, basejumping locals. It's really weird. Might be a weird-ass community, but it's a community. Das ist es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchenhauskollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hallo Sonnenschein, es freut mich, Sie heute wieder zu sehen. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland, das kommt jetzt. Ja, das Prag und Hochholm verlagert sich in den Mittelmeerräumen. Die Luft im Alpenraum ist trocken und ausgesprochen mild. In einem Mittwochmorgen starten wir zuerst lokal mit ein paar Nebelschwaden, die sich dann aber lichten. Und sonst scheint die Sonne vom blauen Himmel. Die Morgentemperaturwerte, die sind frostig. Da muss man sich am Morgen ganz gut überlegen, mit welchem Gesichtsausdruck man aus der Wohnung geht. Der kann dann ein Moment so bleiben. In Thun, Spiez und Interlaken startet -2 Grad, in Meiringen und Grindelwald mit -5 Grad und in Adelboden und Gstaad mit -3 Grad. Am Nachmittag lacht dann die Sonne vom blauen Himmel. Temperaturwerte, die sind mild. In Spiez erwarten wir 9 Grad. Es gibt ein super Wintersportwetter und auch in der Höhe ist es mild. Dazu geht ein mäßiger Westwind. Weil es so schön ist, ändert sich am Donnerstag am Wettercharakter zuerst nicht allzu viel. Abgesehen von ein paar Nebel und hohen Wolkenfeldern dominiert die Sonne in der Nacht auf den Freitag vor der Satz zu regnen. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefere Lagen. Im Tagesverlauf gibt es eine Wetterbesserung und auch am Wochenende kann sich die Sonne meist gut in Szene setzen. Ja, das war schon wieder von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine schöne Zeit. Ade miteinander.